Hey, voilà, danke für was anschauen. In der stehen. Wir haben von der an einen Sound Engineer mit uns, das ist Pedro Dyck. Der ist der Mixer, Sound Engineer, Mixer für David Toews. Ein von den ganz bekanntesten Sound Engineers, manche Deutsche. Und der ist nie jetzt fertig mit der Open Sky Tour. Und er hat auch seine Company, Passion Pro, live in, was ist die? Studios. Ja. So, ja, ich werde sagen, das ist ein Interview zu merken. Und ich hoffe, ihr genießen. Vielen Dank schön für mich hier an. Und so, ich war dann eine Frau und und mit von meinem Leben vertalen. Und hoe man leeg als een fijn film wat goed. Sehr gut. Dann fertig war ich bei den Episode. So, du schaffst einen Sound. Ja. Das ist, was deine Arbeit einfach hast. Meine Fall hier Arbeit als Sound. Dus das meeste wat ik doe als krijg recording en mixing en mastering. Mhm. Dan dat is ook mijn office. So, die das abschnacken und dann lässt du dort Fan mehr. Ja. Hast du gesagt. Ja. Und dann, aber wieder dort habe ich krijg jemand anderen Typ, das ist der Leiter für Torspiel hier. Dat mijn socio für ein Live-Sound Equipo. Okay. So das für Events, das kriegt das den Line Array und Mixer, das Mixen, all dort habe ich dann ein ganzes Equipo, das erst ans, das wir dann für andere Menschen. Okay. Dat wenn je da an so Ubers und wie ich ein also so was nicht, oder Kassen. Ja. So und dann wieder dort, da echt nach so Speakers installieren, ein Salon ist, oder die Akustik behandeln und so was. Das ist dann eine Sache besiegen. So, Okay. oder da habe alles Angst für mein Audio zu tun. Ja. Angst für alles mein Audio zu sehen. So, wo bist du mal der ganze Sound reingekommen? So, als kriegt der David. So, Okay. wir schaffen es alles ziemlich viel top. Wie man einmal war da auch Camps, das da habe ich einmal Jugendcamps, da habe ich vielleicht auch mal die Hits, den Pakt der vertikal, wo ich ran die nicht halt mal rückkommen. Ah, okay, ja. So, wir haben einmal Camps, wo wir haben dann eine Band, wo ich ein Match spiele. Und so, mir interessiert einmal da, ich bin sowieso ein Schlagzeuger von 12 Jahren alt. So, und dann will ich irgendwann weitertragen, nur Paraguay. Und ich sehe ihm dort, mir interessiert, so ein Match hoffen, und dann lädt er mich an, auch mittragen mit Paraguay. Und er hat in Bolivien sowieso wenig Wort dann, hat wenig Wort, was mir durchhält. So, ich trage das mit. Wir alle wieder auch weiter tragen. So, ich trage das mit nach Paraguay. Und erstens wie ich da ist ein Adjutante für David krieg. Und dann über dem dann lehre ich wieder. So, ich ging dann nach Buenos Aires, Argentina, und studiere nach wieder das Ganze mit Recording und Mixing und Mastering und auch Postproduktion von Films. So, und dann irgendwann dann ich war da wieder an der Ganze von Recording und Mixing und Mastering all that. Und dann kann ich auch noch sagen, nur hier liegt, das meint nicht, dass ich mich kriege, dass ich dann alles weiß. Ich liege nach einmal. Aber es ist, dann kriege ich viel mehr Arbeit und du kannst mir auch da perfektionieren, das besser werden an der Arbeit. Ja. Und so, du siehst dann bei mir geblieben, habe viel mehr noch hier online wieder gelernt und ich liege nach einmal. Ich habe einmal hier und da einen Kursus von Mixing Engineers, was bekannt sind, wo ich gleich zu hören. Wann dann ich dann auch YouTube-Videos, ich habe auch sehr viel, auch lesen, sehr viel lesen über verschiedene Sachen, so einfach mir an den Formen dann wieder lernen dort. So, wenn ich das ist eine Sache, was einer muss nicht ab hier mal lernen, die sind einmal frische Sachen. Ja. Ich war die ersten Menschen, die nicht mehr was dort hängen ist, wenn es kommt, entweder ein Leute merken, Topstern oder ein Live-Event. Ja. Das ist der David Toews Concert. Wegen, du sind so viele Dinge, was du das, was wir nicht mehr machen. Ja. Du sind zum Beispiel, kriegst du bei so einer Tour aus der, das ist für die Menschen, die nicht wissen, wie wir hier bei einer Tour in Belize in Mexiko, wir haben auch Konzerte. So, vor wir überhaupt losreisen dann, habe ich 2 Jahre bloß geschafft und ganze Sessions reinmachen mit den ganzen Bands all absetzen und all das. Das einen Mixer absetzen und meinen Computer, ich habe vielleicht mit Computer ran. So, vor wir überhaupt losfuhren, habe ich da 2 ganze Fälle, die bis man dort geschafft. Und vor dort habe ich dann auch noch sehr viel Koordination gemerkt mit den Equipos, was wir hier alles brauchen, dass wir wirklich alle Sachen haben. So von Speakers, Cables,
alle Hand noch die Sachen, wo ich einfach brücken, das Mics und so was. So das nach Fahr dort habe ich dort nach du und nach viel Koordinal. So Fahr, ich würde sagen, Maskreck meine Arbeit als Fahrher aus Abitur und Abitur also aber auch sehr Drag. Abitur das ist da bloß dort dann, wo die dann machst, jeder Event dort geben, wo fehlt. Aber sehr viel Arbeit als Fahrher. Die Sache ist, während das Abitur erst den Kopf zutragt, dann wirklich über Details denken. Das ist all die kleinen Sachen, wo die man kriegt, alle Konfigurationen merken, die man die dann während alles kalmal ist, während die kosten klar denken. Okay, ja. Aber du hast ja so viele Menschen, du hast so viel an, hier freie Menschen eine Sachen, da freie Menschen, dann machst du hier, was dann und du den Kopf erst gleich klar in zum Ding. Und dann merkst du aber, Cambios du noch aus, was dann jeder Event dort fehlt. Das jeder Event ist am besten Ort nachher unico. So nicht jeder kommt als 100% über rein. Okay. Und das ist immer abhängig von der Stadt, von was die Band die geben hat. Wenn es manchmal als die Band auch meid von so viel Reisen, so die geben dann weniger als bei anderen Konzerten. So dann mal ich doch besser kann bis merken, dann dort proben zu kompensieren, was du vielleicht anders hast. Oder kriegt manchmal beste Band, manchmal beste Bühnen, Sound ist auch verschieden, die Stause verschieden an du noch. So sind viele Sachen, wo du einen Unterschied merken. So die haben wirklich mal arbeiten vor dem als during, als während der Konzertos. Das nicht wirklich mehr, weil nicht, aber du jetzt vorher sehr viel Arbeit nennen, dort ja. Und dort ist all dort, ich habe sehr viele Sessions all von vorher, wo ich einmal konverse Sachen rübernehmen, so das was die Presets oder was die Konfiguration ist. Und dann über, es ist nicht reise mit 2 Bands, so wie mit David Toews und Freund und Second Chance. So die Wiener war ein ganz frischer Desafio, wenn erst was du bei einer Band musst geben, dort machst du nur 2 Bands. Okay, Also jede Band ist noch war unico, das jede Band hat so die unico Form von was schaffen dann. So da geht wird ich das David Toews und Freunde, ich kann nicht sagen, übrigens man der Reise sehr viel, was Second Chance wieder das erste Mal, was ich verbrechen da. Plus der Gode wird erst dort, hat der 4 Album all gemixt, so ich kann der als Band allein für. Okay. Wenn's den Lehrer, den kann ich auch ziemlich gut. So, da mögt die ganze Dynamik auch leichter. So, das wäre eine positive Sache. Wenn's Second Chance und David Toews und Freund, das ist der beide ein freshen Album, was du geben. Und so du, viele von den Leuten, die du singen deuten, die kann ich auch sagen, die kriegt die Mix vor einem Studio. Okay. So, mögt die Arbeit auch mehr leichter. Aber ja, so mit so vielen Menschen reisen und mit so vielen verschiedenen Orten von Denken und zu schaffen, dort aber in der Weich merkt dort mit Schwander, aber hat sehr fein geschafft. Ich würde sagen, wir haben das dort haft sehr wenig gerief irgendwo, hat wirklich sehr fein geschafft. Und durch ja wirklich bis Gott kein Dank, aber auch dort wie alle ans Pass geben, wenn Menschen denken sehr verschieden, dass sowohl Konzert leicht herkommen, auch besonders wenn man nicht sehr meid ist. Die wenn ich Flug hast, dann da der Massfood ziemlich riven und da hat aber sehr gut geschafft. Was für eine Reise war dann Tour dann? Mega Touren sehr schön. Ich würde immer frisch rein sein. Da war mir Schwanz erst, das ist meine Früh und wir haben 2 Milliarden. Die Tisch zu lohnen. Das ist das Schwanzste. So ist auch ab dieser Tour, da wir so sehr Fall, ich habe das bisschen ganz paar Mal können, meine Früh anrauben. Und so dort merkt das sehr schwer. Und wenn ich dort wir dann würde ich kein Problem mehr dort haben, wenn ich gleich dort mir das scheint. Ich gleich auf Terrassen und gleich frische Menschen kann zu lernen. Und dann sowieso die Arbeit gleich gesagt, das ist meine Passion. Das ist einer Museum, wenn du eine Passion hast, dann schaffst du keinen Tag an die Leben. So, ich gleich die Arbeit sei, aber krieg die früh Tüselo und Matjenga, das ist das Spannendste. Ja. So, aber bitte dort gleich das sei. Weil ein andere gute Plattform, was die da ist, ist bloß Leute Mixing, Mastering. Aber für wem der ist die, von Hostig Menschen, was wir würden, Kanner, für wem der ist die alle Leute Mixing? Ich würde sagen, es ist nur eine Universität, ich sehe mit wenig, da habe ich mich heute mitgenommen. Nur eine Universität dann übernommen, eigentlich das ganze Studio, so das ist meine Impressa, meine Company. So, David Toews erst nicht, das ist mein Klient. Okay. Aber ich gebe am einmal Priorität bei dem ersten Projekt, das
hij heeft betere prijzen en al zo wat. Hij maakt je meer betoelen voor de arbeid en zo. Wens man ja veel tijd aan evens. Aber so, kijk, wens hij meer heeft, so wie met je noemt, heeft hij immer bij alles prioriteit. So, hij is een van mijn laatste artistas, weet ik nu zo zei, wat ik man schaffen doe. Aber ich habe auch sehr viele andere Artistas. Das sagen trans wie ein von meine Kunde. Dann von da dran, ich weiß nicht, wo sie da bekannt ist, dus eine Crystal Toys. Mit der schaffe ich ziemlich viel Taub. Als eine Petra Reinke, auch für die Friesens von Kanada habe ich gemischt. Okay. So, was die vierten Mal dann ist, dass die wurden vielleicht an der Online Recording. Okay. En dan met de tracks toeschikken, dan word ik er dan editeren en mixing en mastering. Romeo Chela, dat je met hem bekend, daar je den plotischen rap. Der is nu al meer jaar 3. Sag mal, der plottische Raps ist, meine Mama kann Deutsch vertalen. No, dat is van voor mijn tijd. Okay, wat jij der plottische Rap? Ich habe den vielleicht hier, weil er nicht durchschien. So, de eerste wat hij riekof, dat we die laatste stem, door het gekrijgt van, dat zijn namen aan mij niet en een coro vraagt de, weet ik al niet gekrijgt wat ik had, maar dit kan die laatste stem zijn. De rap komt ziemlich, der war ziemlich bekannt. So, dat we een van onze eerste artistas wat we hadden. Ja. Aber hij is nu al aan andere zaken aangegaan, so, wir haben nu für ein halbes Jahr 3 mit einem frischen Album. Da wir dann ein bisschen da singen. Aber so er ist noch nicht mal ganz so an der Musikwelt bin. Okay. Aber da wurden andere Artisten sein. So, wir haben da auch zwischen auch spanische Sänger. So, ich weiß nicht, ob du würden so viel sein, was hier da würden bekannt sein, aber es ist da dran sind auch mehr, wo ich da mal getroffen. Und da hast du noch hast du noch eine Rühm für neue Sänger? Oder nie leider Mixing oder bist du auch noch so abgebucht? Ich sehe ziemlich voll. Das, was ich mir schon tun, wir wurden einfach bereden, wo wir dann frisch anfangen tun. Und so effekten würde ich auch einfach dort paar Stages merken. Das vielleicht ist mal was eine Gravation Borador merken. Das dort erst einmal bis für uns, damit wir weiten, wo erste Leute, was die Melodie, der Akkord ist und all das. Von dort merken wir dann eine Präproduktion. Dat is eenmaal om de productie merken en de artiesten dat laten horen wat onze ideeën zijn. Oder manchmal heeft de artiesten ook zo klare ideeën en dan proberen dat te desarrollar. Dat is de pre-productie. So, dat meint zoveel, dat is de directie waar we gaan willen. En dan, wanneer dat is eenmaal approval is, dan doen we dan ook werkelijk met werkelijke instrumenten dan ook daar gaan staan. So, dat is niet dat we met AI schaffen doen, dat is niet dat zaak, maar du kannst daar veel programmeren aan computers. So, veel van de pre-productie is programmabel. Okay. Dat meint zoveel, du hast alle samples, niet dat is programmeren. Dat hielt zich nog niet zo erg, plus dat geeft je in de directie. Dan, dat je dan met welke instrumenten dan dat probeert, dat is mogelijk. Du hand te creëren, maar als je dan während de gravatie nach alle creatieve en dat je nog beste zaken erbij en zo. En dat maakt het dan werkelijk menselijk. Okay, ja. So, aber du brauchst eine Präproduktion, dann weiten, wo die Hand ist. Die haben dann nicht bis irgendwas anfangen und dann werden wir sein, wo die Hand jetzt. Manchmal ja, wird gehört, aber meistens, was du dann an die Spannung mixen bist, dann hast du da so viele verschiedene Sachen, die nicht sein werden, man sieht, dass die Mixing ist sehr schwer, bis er da raussteht. So, ja, und was ich dann will sagen, ist, während wir die Präproduktion machen, gaan we al aan andere zaken schaffen. En dan während de artiesten dan door de pre-productie starten, dan gaan we weer aan andere zaken schaffen. Dan irgendwann merken we dat dit een album wat dan een beetje weer. So, dat zijn veel paar stages. Okay. Nicht was auf einmal ist. So, die kosten da verschiedene Projekte, das entwickeln kann. Ja, dus ik wil zeggen, nu ga ik de wengste bin SaaS-projecten aan. Okay, ja. So, en was ze zijn aan aanvang, was ze zijn irgendwo in de mail, was ze zijn meest met eng. Das Problem ist, das letzten Album von David, ich bekijk mir laatst krijg, dan hebben we krijg voor een half jaar 3 angefangen. So, dat weer een 10 leider, ik geloof 10 leider weer dat. So, en dan der Poker maar weer meer. Wings die kosten ook alles op eenmaal, manchmal neemt ze ook andere muziekers aan. So, die geven die ook niet voor alle tracks 3, wings, die brengen ook elke ihre Titen, dan werden dat waarschijnlijk niet bis Lyren systeem, so, die schaffen nog andere Sachen. So. Ja. En, ja, man schafft mehrere Sachen zugleich.
So wir gerade erst ein Team doen. Nu zijn we dus er 2 mensen die geschoffen doen. Mhm. Dus ik zie dan die wordt alle organiseerd dat en krijgt die wat de mixing mastering dat. En hij dan in halpa krijgt hij wat like de toerspel, dat is een Johan de Schredder. Dus wat hier abitur wird. Okay. So hij houdt me zo veel met veel gitaren gravieren. Hij speelt zo goed gitaren. En ook was met de productie en dat veel edities meer. En zo ik doe dan alle den Anfang en den Schluss meer. En hij merkt veel van de productie is dan de med. Okay, ja. So schafft dat. En op einmal hebben we ook dan mal session players. Dus mensen, dus manchmal veel aan instrumenten, wat zo'n instrumenten zijn wat we daar niet zo veel spelen doen. Dus wij moeten zeggen, weet ik wat, een dobro, of een banjo, of een pedalsteel, of irgend so was. En dan moeten we ons manchmal bis session players annehmen. Dat is nu aber nicht so sehr erfahren, aber das passiert auch zwischen an. Okay. Spielst du selbst noch höchste Instrumente? So, ich spiele Drums. Ich habe zwischen einmal ein bisschen was anderes gespielt, aber ich will nicht sagen, dass ich das spielen darf. Wat du erst ich habe eine Sache Uning von welchen Instrument ich soll hören. Okay. Und von was man kann proben. Dus ich kann die leicht sagen, wenn ich Akustikgitarre, mir würde das alle gefallen an das Leute, oder ich glaube, das würde hineinpassen. Also ich kann leicht ein Musiker das erklären, was ich glaube, was würde hineinpassen, aber ich selbst spiele das nicht so gut. So, ich würde alle überall in jeder Bild von den verschiedenen Instrumenten haben, und dann steht das selbst zu spielen. Muss je zijn, dat helpt die zo veel om dat Leute verder weg gaan? Aber ja, wenn es krijgt dus weer de pre-productie merken du man ich sage viel Uning auch anhand von wo Instrumenten sich anhören und verschiedene Orten von spielen, das weil ich ein Arpeggio oder ein Strum oder ich weiß nicht was alles, weil ein Couple sich hier bin eine Gitarre oder verschiedene Amps, vielleicht Gitarren, verschiedene Bass, Drum Sounds und all dort. Wenn es für die Präproduktion merken, mache ich das alle weiter. So, und dann, wenn wir stellen, was wirklich Recording, dann weiß ich halt auch eine große Uning von wo ich denke, der Mensch kann vielleicht dirigieren mit welchen Sounds oder so. Oder das zum Beispiel eine dicke Pick oder eine dünne Pick, wo da ja verschiedene Sounds. Das sind dann so sehr viele kleine Details, wo man mit weiten dort kriegen. Es manchmal bewässert Leute, was du dort aggressiv ist. Weil ich wollte eine elektrische Gitarre oder eine Akustiker oder ein Drum Sound, das soll aggressiv sein, das soll nicht hielen. Und dann hast du aber ein anderes Leute, das soll sehr sanft sein. So, der braucht alle Instrumente, aber das soll sanft sein, das soll da am Background sein, oder das soll sich leicht anfallen. Also, du hast vielleicht irgendeinen Text, das soll eben all da und das soll sich so leicht anhören. So, man hat gesagt, viel, was die Letra sagt. So, die kostet nicht, weil die kostet nicht, wie ein Leute, was so von den Soundschienen redet, oder von was leichter reden, das dann du einen faulen Drum-Sound haben, oder so. Okay. Ich meine, ja, manchmal kostet das. Aber die Werkzeug soll proben, die Musik soll mit der Letra und mit der Melodie zu bringen. Hast du noch mal Musikers, die die kommen sagen, das war ich wählen, und die sagst, das mir kein sein? Ich weiß nicht, ob ich dort würde so haben, aber wir würden manchmal eher reden. Okay, ja. Wir würden eher reden. Ich würde sagen, meine Meinung passt das nicht bei. Meine Meinung würde das bei passen. Das ist eine Negoziation zwischen die ja, und denen. Und manchmal würden wir dann probieren, irgendwo eine Mad zu landen mit der Ganze. Okay. Aber wenn der Musiker wirklich sagt, das ist, was ich will, das ist, was ich will, dann merkt ihr das. Okay. Ich will kein Musiker sein, die darfst das nicht. Ja. Manchmal sind Ideen locker, sind gute Ideen. So, das ist nicht zu sagen, dort eigentlich Probe irgendwie von was so oft zu tun, dass wir das nicht merken dann. Aber allgemein Projekte über zu reden, woran ich glaube, das würde besser passen, woran das würde besser passen. Das ist meine Frau manchmal sagt, ich konnte alle überreden, wenn ich habe für alles einen Grund. Ja. Aber realmente probiere nicht zu überreden, bis zu erklären, woran ich das variant will. So, aber wenn ich dann, weil ich sage, ich will das, dann merkt wir dort nicht. Ja. So. En Leute, wat in finished stage brengen, ik heb nu al een paar keer met Wil Friesen gesprochen, und der hat Leute geschrieben. En ik wil maar zeggen, dat is het eerste sample wat they checken dat. Maar de laatste sample, dat je zoveel iterations door. Ja. Dat gaat zich zo rijden. En dan zo bizar, dat ze die kleine dingen bieden, die dat kleine dingen ändern. En
wie viel Stopper dort braucht, bei den Leuten fertig ist. Ja. Und wenn wir Leute horchen, wie denken, wie keiner weiß, was das dort hängen hier war. Right? Ja. Das ist immer, Ja, immer das, fascinating. ja, das ist incredible. Das kriegt bei diesem letzten Album von David, er hat leider einmal so ungefähr ein bisschen die Idee. Und was wir dann deuten ist, dass kriegt das Johanner, das ist mein Halbpadur und ich und David, wie der einfach ihre drei, der ich mein Studio absetzen mit Instrumentos, Drumset, Mic und so. Und dann gingen wir einfach die Lehrer durch. So, welche Lehrer, die waren ziemlich so Style, das ich hatte, ziemlich den Style, ziemlich, wie wenn ich zu verändere. Wenn es da hiesig geht, das passt dabei, wie fan. Wie welche Lehrer habe ich so eine ganz andere Idee, als was David ich schon gehabt hat. Und aber wenn es wieder alle Tipp werden, können wir bereden, weil wir das, oder weil wir das nicht. Und so, welche Lehrer waren ganz anders noch her. Und ich würde sagen, sehr positiv anders. Ja. Und was wir auch immer waren tun, ist, wir haben auch immer waren noch Inspiration ist. Bis zwischen an würde vielleicht David sagen, das eine Leute gefällt mir sehr. Und dann würde wir dann hören, so ein Style, der könnte vielleicht ungefähr wie passen. Und dann, aber wenn es wie alles Menschen sind und wie alles an sie eigene Kreativität haben, dann würden wir nachher irgendeine Sache und dann blenden und dann war ein ganz unico Leute mehr. Und so, bei anderen Leuten würde ich vielleicht sagen, das denkt mir ein bisschen an das eine Leute denken. Und dann würde wir vielleicht den Tempo vielleicht langsamer oder Busier stellen oder weiter was. Du kannst so viele Sachen sein, so, wir nehmen Inspiration an. Inspiration ist auch so wichtig, um Leute verschieden ist. Und das ist die andere Sache, wenn du nicht Inspiration annimmst, was passieren kann, ist, dass alle die Leute die sich ganz überreuen. Ja. So, du brauchst Inspiration, um dort die auch den Kopf erlatzt, das Jahr meine Ideen nach Luden ist. Mhm. Ich würde sagen, nicht ja, mich scheint aus in einer Stuhlbahn, sagt man eine Gruppe Menschen in Ideen utproben. Wenn so, das ist so viel, was du rüberkommst. Ja. Und die bist nicht groß, aber du kommst ja so allein bist. Ja. Und du hast auch wieder ein paar Richtungen. Manchmal hast du zu viele Ideen, die kannst du nicht alles zusammenbringen. So, manchmal ist eine große Gruppe nicht so gut. Und über andere Mal kann es gut sein. So, aber was ich finde, bei mir schon gut ist zwischen 3 und 4 Menschen. Und die kannst du treffen. Wenn dann kannst du klarer denken. So, du kannst die Ideen bitte evaluieren, was die Menschen haben. Und das finde ich meistens eine gute Gruppe, um Ideen zu sammeln. Ja, und wenn ich da alle ankomme, hat was soll ich sagen, ein nicht verstand. Nicht, dass einer nicht sagt, das war echt das well, sondern dass das die Creativity ganz durchbringt. Ja, exaktamente. Aber wenn diese Kicks in die Industrie, Mensch, was dort dann, was du das ist, wer ist dein Role Model? Wer würdest du sein als der GOAT? Ich weiß nicht, was ich dir ehrlich würde, dass ein paar Personen haben. Das war das auch, je nachdem, dass ich mal ich höre viel nur neue Musik. Ich probiere zu hören, was tun andere Menschen. Dat ich nicht am kopiëren, dat je het am te harde wat doen andere mensen. Manchmal heb je een artiest die wel wat modern, die wel wat niet. So die maakt actualiseren zijn met wat passiert bij de pop of bij country of zo. Ja. So ik hoor veel nu nieuwe Leute, zoveel als wat ik kan. En ik had allemaal zo verse YouTubers, wo ik zei, wat ook door wat doen, wat hij zijn als ik. So, en wo ik de Arbeit gleich. So, ich würde manchmal hören, nur was die tun, was die zu sein haben. Manchmal sehe ich ganz die Akkorde mit denen, manchmal auch nicht. Man muss nicht mit allen die Akkorde sein. Jeder Mensch hat seine eigene Sache von Arbeit, Ort von Schaffen. Das ist gut. Dann wäre ganz unico, dann wäre ganz verschieden von AI. Ja. So, und das interessiert mich sehr, dass wir können von jedem was lernen, aber da anders sein. Ja. So, ich würde nur Country Mixing Engineers haben, nur Rock Mixing Engineers, nur Pop Mixing Engineers. Jeder hat seine Art von Schaffen, aber ich probiere von jedem was rüberzunehmen. Und aber ich würde sagen, das kommt nur dort, die ich die Nervosität klar hast. Ich sehe, ich habe das auch gelernt, so 3 Monate. Und manchmal würden Menschen mir sagen, dass ich glaube, unsere Styles sind so verschieden, dass wir können gewisse Sachen nicht überall merken.
Und aber ich sage ein bisschen anders, der Wasser ist dann immer rein. So, das kriegst du mal wie ein Haus. Du brauchst alle wegen der Wasser. So, der Wasser ist immer rein, aber wo du nachbauen das, wo die Design ist, da kann verschieden sein. So, du hast sehr viele Sachen, so, wo die, das ist der Element, das ist ein EQ, Kompressor ist, Effektos, wo die Mic brauchen das. Und das sind viele Sachen, das sind immer die Element, das haben die selbe Wasser. Wo die brauchen das, dort ist dann, je nachdem, was dein Ziel ist und wo die Ort von Mixing oder von Schaffen ist. So würde ich sagen, wenn die Leute horchen, das, was hier steht. Wenn ich Leute auch merke, ich stelle mich bis Verses, ich sage nicht, wo da mit einer Banner ist, ich habe einen Tau. Und dort wirkt die Leute horchen. Aber ich will diese Menschen, die können, wo das checken, die können alle Details einnehmen von den Leuten. Ja. So, wo der das in den Kopf, wenn die nie Leute horchen ist. Ja, ich würde eher von den Menschen sagen, was das alles einnehmen. Okay. So, ich habe auch so, nur den überall, wo hieß ich dort überall taub. Aber ich habe auch gesagt, nur Details. Das, wo erst der Stamm behandelt, Gangs, ist das komparabel mit dem anderen. Das, wo sagt der Stamm an den Mix? Das ist eine Sache, die ich nach Hause da. Wo sind die Drum Sounds? Ich sage, Drummer sie, ich habe gesagt, nur dort. Aber dann habe ich auch gesagt, wo proben die diesen ganzen Raum voll zu merken? Du hast an den Leuten muss so viel Raum. So, die Fundamente sind ja immer Drums, Bass und Stamm. Das sind so da kann man sagen, das sind die wichtigen Fundamentos. So, nicht immer hast du diese Sachen, manchmal hast du nicht einen Bass, manchmal hast du nicht Drums, sondern langsam Leute das und so. Aber das ist überall sind die Basis. Da meine ich, dass die Sachen mal Lüder sind, oder das sind die Basis. Okay. So, aber dann hast du nach all den Raum durch Raum. So, wo merkst du den Raum durch Raum fall? Du hast nur so und so viel Raum, dass du fall merken. Das wenn man sagt, das bin Rock, brauchst du vielleicht ein schönes Ton. Das ist, was den Raum fall merken. Dann hast du Country, du brauchst die, Akustik, Dobro, auch gleich der schöne Ton, aber da Clean Sounds, oder du merkst den Raum anders fall. Dann hast du den Pop, du merkst die viel mehr mit, Synths und Pads und alles fall, und Worship nach ganz was anderes. So, wo merkst du diesen Raum fall? Das sind Sachen, wo ich nach Hause da. Okay. Und dort gibt mir auch eine Idee, dass man durch einen fresher Leute produzieren, um vielleicht von den Sachen proben, auch zu probieren. Ja. So, ich wollte ja so ein paar von AI reden. Was denkst du von Leuten, was AI gemerkt haben? Der war ja eine Uhr, man die Taucherchen ist, oder ist das something, what? So aparte, ja, ich finde den Sound gleich nicht von AI. Ich kann Leute bei einem Poster können hören, als ein AI ist oder nicht. Aber ich sehe mir ganz sicher, dass bei einem paar Jahren, weil ich nicht mal hören kann, ich was sagen, wo ich besser. Aber das nie kann ich dort nach sagen, wo ich hören. Das ich höre immer kurz an der Stamm. Der Stamm, die hieß sich irgendwo immer doppelt, irgendwo der ist ab irgendeinem Ort schwab. Und da aber sanft ab irgendeinem Ort, das heißt, ich kann nicht beschreiben, aber ich kann das kurz an der Stamm hören. Und ich erkläre den Sound nicht. Aber was mir nicht gefällt, bei der AI, bei der meisten Plattformen, was mit AI leider merken, dann ist das dort Leute als Basis von den anderen Leuten gemerkt. Okay. So, und für mich ist das sehr still. Wenn's meist alle Leute, die AI merken, dass die wusste mit einzelnen Leuten, was ein wirklicher Mensch die merkt, wusste ich kann jeden überholen und nicht meist nicht weiten, wann Leute das original, wenn das ist AI. Wenn es jeder AI-Leute wird, aber sie von den wirklichen Leuten gemerkt. Okay. So, das ist für mich erst dort, also eine Sache von dort erst, wenn man sagt, ich habe Leute gemerkt, bloß da Leute, was niemand nicht sagen bekommt. Bloß ich habe irgendwann abgelöst auf Spotify, und was immer, nu hat die AI sich in Trainal von meinen Leuten, nu merkst du eine AI-Leute, nu nimmt die meinen Leute und fernet ein bisschen, nu hast du eine AI-Leute und das was sagen bekommt. Ja. So, nu hast du meinen Kreator genommen, aber das erst wenigstens AI, aber die weißt es auch nicht. Aber wenn du halt den AI gebraucht hast, hast du meine Idee, die gibt. Right. So, mir ist dort schwanzte, dort nicht rein ist. Ja. En ik hier van de mensen zijn,
weil wir dann alle harken wat dat anderen ans ingete van merken was somehow wat AI dat as dat op zo'n großen Scale Ja. von oben stellen en an ans tot verkaufen. En dat is nog ganz wat anders, wenn van wie ook ideeën nemen dan, Ja. wir geben nach immer unseren menschlichen Input. Das jeder Stamm ist verschieden, Ja. jeder Instrument ist sich verschieden, das eigentlich mixen das anders als ja, das würde mixen, das ist nach immer was ganz unico. Aber AI als eben bis AI, das ist eine Sache. Ja. Und du hast nicht beigetragen, als vielleicht den Text zu nennen, Prompt, und hast gesagt, ich will ein Country mit einem Dobro. Dann hast du den AI leid. Und ich will nicht sagen, dass du das hast gemerkt. Das ist eine andere Sache, was mir sagt, steht, sehr viele Menschen, die merken AI leid und sagen, das ist von mir gemerkt. Und das ist nicht von dir gemerkt. Du hast den Prompt geschrieben, aber du hast es nicht gemerkt. Right. So, du kannst nur sagen, dass du das gemerkt hast, wenn du das hast geschrieben, du hast das Recording gemerkt, wenn du auch noch hast, wem betont mit Mixing, du gehst von dir was auf, dort wäre kann besser merken, dann kannst du sagen, du hast es gemerkt. Aber nicht, wenn du bloß einen Prompt schreiben lässt und die heißen Free Return und dann hast du hast es nicht gemerkt. Ja. Das ist nicht dient. Und für all die, was du nicht wollen, jedes Mal, was ein AI Leute merken, dass du hast nicht die Lizenz für das Leute. Die können dort Leute brauchen, wo die wählen. Das ist, wir haben dort Leute gemerkt auf der Plattform, dann sind die Lizenz erst dort Leute. Die können das irgendwo brauchen. So, das ist noch eine Beweisung, dass das nicht die Leute ist. So, du hast das nicht gemerkt, das ist nicht die Leute. Du hast nicht die Lizenz und die können das brauchen, wenn man die wählen. Setzt du AI als gefährlich im paar Jahren von für die Industrie oder die Bahnbus? Oder ist du da, also da kommt vielleicht eine Halb sein, eine RSW, aber nicht unbedingt dort, was nu den menschlichen Input vornehmen? Ich glaube, da wird was Arbeit wahrnehmen von den Menschen aus mir. Aber was ich auch glaube, dort wird die Arbeit wahrnehmen von mir für die Menschen, die nicht Qualität interessieren hat. Was ich meine ist, du hast vielleicht einen Mensch, weil ich war, der will vielleicht, darf du vielleicht ein bisschen Propaganda, der will, da muss ich ein bisschen Leute. Okay. So, an der Stelle, dass mich annimmt, dann möchte ich muss ich eine AI leiten, das braucht nicht was wichtig sein. Und da braucht er dann wieder Propaganda. So eine Arbeit, was der Parlamente wahrnehmen. Als ich das nicht aus einer Gefahr sei, weil das nicht unbedingt, wenn es da vielleicht auch nicht ein Leute, was ich sowieso sagen würde, will produzieren. Vielleicht auch ja, vielleicht heute kann es sehr interessant werden. Aber vielleicht ist auch ein Mensch, der die Qualität nicht interessieren hat. Vielleicht will der bloß eins, was bildet, eins, was sich wirklich schön hielt. So, dann merkt Leute merken, und braucht das, und das ist vielleicht so ein Klient, wo eigentlich, wo sind die Besuchsform hat vor dich gekommen. So, Ja. dann hast du nicht ein Problem. Aber ich glaube, da kann eine Sache der Haupt sein. Bloß ich glaube, wir sind an der Ängste auch von dort. Was mir immer so fällt, ist dort AI kann sehr viel tun. Die kann sehr viel programmieren, die kann sehr viel quantifizieren, das Glück merken, die kann sehr viel so merken, was andere haben. Aber wo ist der Mensch ja gefallen? Ja. Ich weiß, wenn eigene Leute produzieren, da sind das auch für kleine Details, die am Ende ein bisschen falsch sind. Aber dort sind die Sachen, die die Leute noch unikum merken. So, das sind viele Sachen, wenn eine Maschine würde merken, die würde bis Glück merken. Aber ich würde welche Sachen nicht Glück merken. Okay, ja. Das haben dort ein bisschen auch in Gefall geben. Die beste dann wieder an der Wahrheit. Ja, korrekt. Okay. So, ich weiß nicht mehr, vielleicht sage ich auch den Fehler, aber ich weiß nicht mehr, was ein AI da wird jemals verstehen, was wir tun, um welche Gefall überbringen. Ja. Wenn sie sagen, auch beim Mixen, die sehr viel auch mit Effekten. Manchmal wirst du haben dort eine Sache, soll ich sagen, dich bi und sei intimo fallen. Das wenn du einen Raum das die sind, dort soll ich sagen, dich bi und hören. So, du behandelst eine Stimme oder Instrument, das auf eine gewisse Form, damit ich sozusagen dich bi und sei intimo anfallen hat. Dann einmal wirst du haben, dort soll ich wirklich gerade anhören, und das, wenn die Stimme meist unjährt und das meist nicht genug Power, um eins was durchbringen. So, dann behandelst du die Sache ganz anders. Und mir fällt sich so, all die Sachen,
du brauchst einen Mensch, dort die Leute so mischen, dass wir als Menschen auch dort die Fall kriegen, wenn wir nicht erhalten dann. Ja, da merkst du an. Ich glaube, der andere Ding ist halt noch das besonders sagt, was das Tauhorchen dat, wenn die Weiz wie viel Arbeit du nicht tun hast, in dort die wirklich Menschen hängen sind, für die ist es da special dort unterhorchen, als wenn die Weiz das bis hastig von AI ist, was abgestellt. Und wo ich weiß, wo AI niemals vor einem Mensch reemplazieren kann, das ist bei Live-Shows. So ist die Kurs auch nach so viele Leute mit AI merken, aber was mit der Live-Shows ist. Was ich denke, ist, dass Live-Shows war mehr sind. Okay. Wenn es dort erst nach der einzigen Stelle, wo die wirklich weiß, okay, dort sind wirklich die Menschen. So, ich glaube, dort war Tonehmen und du fragst mich auch für. So, AI kann in der Weich noch so Fan sein für. Kann Fan sein. Ja. Und was ich auch glaube, was AI tun, was ich auch sage, ist, dass Artisten werden also möglich mit Leuten produzieren. Ab der Weich, so ist es einmal da. Okay. Aber nicht, dass AI ein kopiert. So, niemand Artist ist frisch kreativ sein. Niemand die ganz neue Sachen proben. Und das finde ich auch Fan. Du wirst sein, in den nächsten paar Jahren wird Musik sich ziemlich verändern, wenn es musikgroßen Artisten machen, die kreativ sein. Ja. So, die kann nicht mal dort Rezept, was die immer brauchen, dann kann ich nicht mal brauchen, wenn es AI kann das nicht auch tun. So, die machen den frischen Rezept, die fangen, dann war dort die Rücksteigs, mit alles andere. So, du hast andere positive Sachen, aber überall gleich das nicht zu sagen, dass AI alles kann. Ich weiß, wir können nicht viel tun, aber ich gleich das nicht zu sagen, dass das so viel kann. Ja. So, wenn eine Sache würde sein, was ich würde wählen, drei schreiben, dann würde das sein. Ich gleich AI für Sachen, was ich würde, Resumen merken, oder ich habe erste Fragen und die kann mir sich eine Antwort geben. So, das ist Fan für viele Sachen, bloß Zeit habe ich auch Angst für die Fälle, was da kann. Ja. Weil jetzt hat gesagt, von Live-Shows waren kommen. Du hast ja auch sagen, der Hupling ab. Jetzt das waren wieder mal an diese Dramas, wie sagen, ein paar von wir wieder nicht abschneiden, dann auf YouTube posting erst, wie waren die sagen, der einzige war ich das kicken, erst die kommen und sollen not live on. Ja, du hast einmal ein Verset dort live sein. Du hast ein Verset anders, von dir nur hier sitzt. Ja. No, das ist ein Ding, was ich hoffe, das Wort da zu nehmen. Ja. Und ich würde sagen, dass den David Toews Konzert, das wir hier haben, du würdest viel mehr von gleich zu sein, dass so viele Menschen, ich weiß nicht, still eine Nummer richtig kommen, also aber wirklich über 3000 Menschen. Ich glaube, wir können ins Programm sein. Das ist der, was hier wieder Konzert. Ja. Was mir auch sagt, gefällt bei Live-Shows, ist nicht unbedingt, das haben sie nie bei der Tour, nicht unbedingt bloß den Konzert bringen und einen guten Sound haben und das alle schön merken. Aber das ist den Kontakt, den du hast mit den Menschen. Ja. Du kommst so viele Menschen, die so eine interessante Geschichten haben und was die Leute mal aufgehalten, oder junge Leute, oder was die haben angerät. So, die sitzt man einmal, die nicht hast, so ganz anders, wenn du hast den Kontakt der Personal mit dir. So, eins waren, kriegst du nicht bloß nur wahrscheinlich Leute sind, aber die hier Geschichten von, wo die Menschen haben angeschieden, besonders, wenn wir denken an christliche Leute, wo Gott durch die Leute reden kann, da ist es mal wirklich so, da steht die Sache an, wenn ich sitze, was da kann an andere Menschen tun. Ja. So, ich glaube, wir wollen das auch nicht tun, wenn das nicht, wenn es dort wie ist. Wir sind, wo stark die Mensaje erst durch Leute. Wenn es dich kommst mit Leuten wieder aus dem Prediger kommen. Ja. Wenn es im Prediger wollen, die Menschen auch sagen, nee, hier kannst du nicht diese Botschaft bringen, aber in Leute können an der letzten Eid, kann engsten Menschen hören, die können an von an schalten, und wenn sich dort schon hier, kann eine Botschaft kriegen, was ich Prediger dem, was du auf der Eid geben. Ja. So, manchmal frei wie ansagen, wenn die Jungs aber letzte steht, die wo du nicht ein gutes Leben haben, aber wenn du die Leute hören, dann wenn du vielleicht ein guter Rhythmus oder was immer. So, wenn du ankommen kannst, dann sind wir angekommen, wo wir wollen ankommen. Der letzte steht, wo ich keine andere Hand habe. Ja. So, ich glaube, das ist eine Sache, was mir auch sagen gefällt. Apart von all diese guten Sachen, wo wir von reden und von alle Settings und alle Scheinmerken und all das, ist du hänger zu sein, was da passieren wird. Was wünsche ich noch gerne sein für euch, wer der will something in seinem Leben tun, was er vielleicht schon jetzt, aber der ist noch nicht bei dir.
Wo kann den ersten Start merken? Ich würde sagen, sehr viel, das ist einfach ein bisschen Beispiel geben von mir. Das mir interessiert Drumspielen sehr. Ich war 12 Jahre alt, wenn ich anfange. Meine Eltern haben dann nicht dort Geld, mir ein Drumset zu haben. Mhm. Aber was ich deute, ich stahl mir Armasch ab Mhm. und fange mal an zu lernen. Mhm. Ich habe dann krieg ein Lehrer an der Schule, der kann Drum spielen, er weiß mir welche Sachen und man dort direkt ab den Armasch üben. So, und eins war noch, meine Eltern dort Geld, mir ein Drumset zu haben und dann man dort halt dann wieder gelernt, dann gehen danach in der Musikschule für 2 Jahre, ich dann nachher mal gelernt. Also, ein paar Sachen, während ich fange an, während ich nicht hatte. Während ich dort lernen deed, ich auf sehr. Dus während ich nur die Musikschule ging, ich habe wenigstens einmal 2 Stunden Tag geübt. Wow. Meine Eltern, meine Brüder, die wären alle da mit mir, wenigstens so knall alle. Aber ich auf sehr. So, ich deed was immer ich kann, zum wiederkommen. Und dann irgendwann, wenn ich kam, aber nur hier bei Musik an den Sound, dann kam mit Mixing und Mastering, all das, dann wieder war das ja, ich nahm alles, was ich kann. Wenn ich nach Argentina fuhr, ich wieder ganz allein. Ich hatte keine Freunde, ich lebe ganz allein in Argentina, so kannst du dir vorstellen, das ist sehr langweilig. Aber die ganze Zeit, was ich da hatte, ich habe die ganze Zeit und ich lerne alle Dinge, wo ich kann lernen. Ich früher meine Lieder zu sagen, viele Ütos, was ich kann. Ik war dat ook al 2 jaar aan en oud met me, want ik vroeg naar alles. Mhm. Dus ik nam alles wat ik kon nemen. So, basicamente wat ik probeer te zijn is, ik ben niemand tevreden met wat anderen mij geven. Ik probeer immer meer te nemen. Ik probeer alles van mij te geven wat ik kan nemen. En dat moet me maar leren op. Eens van sagt David dann, dat ik al zoveel kan, dat hij übergaf mij de ganze. So, dan eens van dan ging der op. Eens van dan sagen andere Menschen, dat ich fange an besser zu werden mit Mixing. Und dann übergeben sie mir ihre Projekte. So, dann mit einer Flasche der auf. Mhm. So, jeder der mit einer Flasche der auf und das will ich nicht sehen. Und ich probiere nach einmal wieder zu dieser Rolle. Ja, ich sehe nicht ein Mensch, der leicht zufrieden ist, mit wo ich sehe. Ich probiere immer mehr zu lernen. Und ich glaube, wir sollen alle die Mentalität haben, dass wir wollen niemals nicht alles. Ich sehe so sehr viele Menschen, die haben ein paar Sachen gelernt, das wie ich also sage ich mal, die haben ein paar Sachen gelernt und merken sich teilweise, die glauben, so weit nicht alles. Und ich denke, das ist so sehr dumm, wenn ich lerne immer und die kostet sehr viel zu lernen. Man soll immer diese einen übenden Kopf haben wieder lernen. Ja. Und die nicht abgeben, einfach wieder und wieder merken. Die kostet du ab der steht keine übende Idee haben. Weil wenn die alles nehmen, das und der Passe geben, das, dann wird eine Flasche der aufgehen. Und ich denke so an, das ist eigentlich so, dass man eine Passion nur hat. Mhm. Ich sehe meine Passion nur gehen und ich lebe meine Passion. So ich glaube so an, die Passion nur gehen und der Passe geben und aber immer wieder lernen. So, ich weiß nicht, ob so die Frage beantworten wird, Ja. aber da kann ich von mir vertellen, was mich aufgehalten hat, was hier kommt. No, dat is wel fan gesagt, honestly. Dat. En ik geloof dat karakter wat David dan ook zei, niet hier am Podcast, wie früher namen en hij zei, hij wie zijn passion nog doen en dat is voor hem hij, wat doe je kom weer. Ja, dus David, der hat auch mit so viel Sacrifices mehr an sein eigenes Leben, bloß um zu sehen, wo er ist. Ja. Und das ist der andere Sache, um die Passion nur gehen, manche sehr viel Sacrificar. Das einmal ist, ich sage immer, ich trage von Toews, ich trage nach Paraguay, wo ich ganz allein bin, an den Sinn von, ich habe keine Familiares. Und in Argentina fuhr, ich wieder ganz allein. Die meisten andere Menschen kennenlernen, die meisten frische Freunde merken, die meisten du dann so sehr viel Sacrificios, was ich muss durchgehen, aber was mir niemals nicht leid sein. Das ich lebe nicht meine Passion, ich sage mal, ich mal dort. So, Sacrificios machst du mir. Mhm. Dort, die kosten nicht, was irgendwo kommen ohne Sacrificios. Das ist besagt, mir hat immer so schön mit Menschen reden, was jetzt dann, was du das. Irgendwo in der Creative Industry, aber unterwegs, wenn es kommt, so gut waren in ein Ding. Dort, wow, es ist eigentlich sagen, die war so gut geworden, dort manche Deutsche, dass die ganz bekannte Sound Engineer geworden. Ich hatte ihn nur mal so fertig nicht hier und ich weiß, wer die wird. Das ist
Dat is zagen te hier. Ja. Ik vraag me dat andere mensen dat ze zijn. Het is, maar ik kan ook zijn dat het plus wings gaat mir auch alle die opgemerkt. So, Ja. sie sagen mal, für daher mir auch gehalten mit all diese Opportunitäten. So, al final kann ich auch bis gar den Kredit geben. Dafür. Ja. Sehr gut. Na, dann bei der nächsten Mal und danke für Ankommen. Dankeschön für Gesehen.